Krieg bleibt immer gleich. Und somit grüßt ihr zurück zu Fallout 4. Wir gehen es heute ganz gemütlich an. Und zwar, es gibt eigentlich nichts zu berichten. Ich habe nur etwas probiert. Das, was du jetzt da unten siehst, das ist ein bisschen übertrieben, ich weiß. Hier habe ich uns ein weiteres Level beschert. Ich war unterwegs in allen Siedlungen, habe über 3000 Einheiten zusammengebracht oder sogar über 4000, habe was verkauft und bla 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 und ein bisschen was gebraten, gekocht etc. Tiralala. Wir werden jetzt mal die 2 Level-Ups vergeben. Frag mich bitte nicht, was wir jetzt weitermachen. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Das Einzige, was ich mir jetzt anschauen will, wie schaut es jetzt aus mit dem Adamantium-Skelett? Da braucht man noch viel. Bist du Moped? In der nächsten, das kann ich dir schon sagen, eins vorweg, die nächsten Level werden vergeben. Hier rein, bis zum Adamantium-Skelett, das sind weitere 1, 2, 3 Level, dann da noch 3 dazu. Sind 5 oder 6, keine Ahnung. Und dann möchte ich hier weitergehen. Jetzt ist halt nur die große Frage. Warte mal, was ist denn das? Das ist Ausdauer. Weißt du was, da wir ja noch lange nicht fertig sind. Da könnte man auch noch 2 Punkte vergeben. Gehen wir jetzt in Richtung Adamantium-Skelett weiter oder machen wir da? Nein, wir werden jetzt mal da machen. Danach haben wir eigentlich nur mehr den hier. Du verursachst jetzt doppelten Schaden mit einer Nahkampfwaffe. Außerdem besteht eine Chance, den Gegner zu verkrüppeln oder ihm sauber den Kopf abzutrennen. Schau mal, was ich gefunden habe. Kann man denn zeigen? X. Schaden 283. Wetz verbessert Gelb-Raketenschläger um 40% reduzierte Aktionskosten. Punkte. Scheiß drauf. Das werden wir jetzt mal ausprobieren. Ich habe absolut keine Ahnung, was uns dieser Quatsch hier bringen wird. Sie nehmen wir mit. Und sie werden wir daher tun. Genau. Das heißt... Warte mal kurz, ich muss wieder in die Ego-Perspektive, genau. Die Menschheit ist seit den Bomben nicht gefallen. Ah, das täuscht. Das schaut nur so aus. Lügte er, ohne rot zu werden. Ja. Weitere Einstellungen habe ich nach unten geschraubt. Bist du deppert? Was ist denn jetzt überhaupt los? Ja, das muss ich nochmal korrigieren nachher. Ja, das schaut ja armselig aus. Ja, ich bin absolut nicht zufrieden. Muss ich da offen und ehrlich gesagt gestehen. Weil ich es derzeit absolut nicht verstehe, warum ich am PC so viele Probleme habe und auf der schönen Scheißkonsole nicht. Kapiere ich nicht mehr. Da machen wir 3. Warum haben wir da keine Chance auf einen Treffer? Muss er herhalten. Boah. Ich habe das so auch noch nie gemacht. Boah. Alles noch dran. Naja. Wenn wir unseren Charakter jetzt noch ein bisschen hochpolieren. Vielleicht solltest du dir
zu hantieren? Nö, aber es macht Spaß. Wenn wir dann mit dem Adamantium-Skelett und diesem Nahkampf-Perk-Level etc. so richtig oben sind, dann dürfte das einen Heidenspaß bereiten eigentlich, oder? Ah ja, ich hab was vergessen. Warte mal ganz kurz. Ich speichere hier mal. Wow. Entschuldigung. War nur reine Absicht. Moment, nehmen wir das mit. Au. Ich glaube, ich habe eine Methode für die Zukunft gefunden. Nehme den Bruder! Ja, das hat Potenzial. Ne, das wird jetzt nicht mitnehmen. Das wird ich mitnehmen. Was habe ich denn das für ein Blödsinn mitgenommen? Ich glaube, irgendwas aus der Kleidung, gell? Ja. Brauchen wir nicht. Wir nehmen jetzt ab heute eigentlich nur mehr den Rotz mit, weil da können wir nämlich auch alles gewinnen und verwerten und hin und her und bla bla bla. Aber das finde ich einmal voll geil. Kurzer Blick, mir ist gerade etwas eingefallen. Hey! Du brauchst etwas. Ist jetzt ein besserer Zeitpunkt für eine Unterhaltung? Ist alles in Ordnung? Alles in allem? Nein, ist es nicht. Ich habe während unserer bisherigen Reisen eine Menge Arbeit in das Sammeln von Informationen gesteckt. Meine Selbstdiagnose ist zu einem finsteren Ergebnis gekommen. Mein wissenschaftlicher Fortschritt wird nicht durch Mangel an Daten oder Zusammenarbeit gedämpft. Die unausweichliche Wahrheit ist, dass es noch nie einen großen Roboterwissenschaftler gab. Ich bin sicher, deine Forschung ist nicht so schlecht. Nett von dir, dass du das sagst. Aber wenn sich nichts ändert, enden meine Bemühungen in Stagnation. Die größten Wissenschaftler der Geschichte, wie Einstein und Curie, meine Namensgeberin, hatten weit mehr als nur die Fähigkeit, Daten zu analysieren. Sie waren Genies. Diese flüchtige Inspiration ist etwas, was ich ebenfalls dringend brauche. Und wie soll das bitte gehen? Wenn ich mein Wissen über die Medizin in dieser seltsamen Welt erweitern möchte, muss ich zu einem großen Abenteuer aufbrechen. Ich muss ein Mensch werden, zumindest so sehr ich kann. Ich muss das, was mich ausmacht, in ein menschliches Gehirn herunterladen. Ich kenne jemanden, der vielleicht helfen könnte. Dr. Amari. Dann müssen wir bitte zu ihr gehen und mit ihr reden. Vielleicht ist das unmöglich, aber wir müssen es dennoch versuchen. Das machen wir und damit ist nun der nächste Weg geebnet. Es wird jetzt eine Weile dauern, bis wir wieder mit Curie nachher aufeinandertreffen oder beziehungsweise weitermachen. Wir reisen jetzt mal nach Good Neighbor und dann erkläre ich dir, was ich gerade beschlossen habe. Genau, das habe ich jetzt so mir nix, dir nix beschlossen, weil ich so lustig bin. BZW, weil ich das Spiel unnötig in die Länge strecken will. Ha, ha, ha. Blödsinn. Wenn du jetzt diese Episode schaust und du mich schon länger verfolgst, bastle ich seit längerem auch an einem... Können wir das Old State House sehen? Vielleicht gibt es da Touristeninformationen. Ihre positive Lebenseinstellung, die gefällt mir. Trotz allem. Was will ich jetzt da sagen? Genau. Wenn du jetzt diese Folge siehst, arbeite ich im Hintergrund gerade an einem Aufwand-Café-Spezial.
was das Thema Videospiele angeht. Und da werde ich auch die weiteren Schritte erklären, wie es in Fallout 4 weitergeht. So, jetzt kommen wir zu Dr. Amari Ristika, weil wir müssen dort Roboter ähnliche Arbeiten machen. Ja, du kennst ja den ganzen Quackladatsch aber warte mal, beim Kent gibt's ja noch was zum Holen. No, geht's hä? Da muss relativ warm drin sein, naja. Ich sag sowas nicht oft, aber ich hoffe, der Himmel beschützt dich. Doctor, my friend here needs your help. Oh, ich bin kein Mechaniker. Was will sie denn von mir? Hallo Doktor, ich möchte meine Daten und meine Programmroutinen in ein menschliches Gehirn herunterladen. Du, möchtest was? Meint sie das ernst? Kriegst du das hin? Hilf uns bitte. Curie verfügt über viele Forschungsdaten aus der Vorkriegszeit. Aber sie kann ihre wichtige Forschung als Roboter nicht fortführen. Warum nicht? Meine Systeme sind durch fundamentale Einschränkungen begrenzt. Mir fehlt die Befähigung zu einer wichtigen menschlichen Eigenschaft. Inspiration. Über das, was du vorschlägst, habe ich noch nie nachgedacht. Das ist ein interessantes Problem. Die Erinnerungen wären nicht schwer. Wir übersetzen hier laufend vom Gehirn auf den Computer und umgekehrt. Dafür sind die Sessel da. Aber ihre Persönlichkeit, die vielen Bruchteile robotischer programmierter Entscheidungsfindung. Ein normales organisches Gehirn könnte damit nichts anfangen. Ein Synth-Gehirn dagegen, nun, es liegt bereits irgendwo zwischen den beiden. Dann ist es also möglich. Sogar wahrscheinlich. Wir brauchen nur einen Synth. Und da kann ich vielleicht helfen. Du weißt von den Gedächtnislöschungen, die ich bei Synths mache. Aber die Prozedur verläuft nicht immer erfolgreich. Wenn etwas schief geht, kann das zum Hirntod führen. Dann leben sie zwar, nehmen aber nichts wahr. Ich kenne jemanden, der eine hirntote Synth betreut. Wenn sie dazu bereit ist, könnten wir das Bewusstsein deiner Freundin auf sie übertragen. Ich würde es gern versuchen. Dazu brauchen wir nur das Einverständnis ihrer Betreuerin. Ich brauche einen Tag, um Kontakt aufzunehmen. Sie ist verständlicherweise vorsichtig, aber sie wird mir sicher zuhören. Ich werde beim Doktor bleiben. Ich will bereit für die Prozedur sein, wenn alles klappt. Die Betreuerin dürfte sich bald melden. Sie wartet nicht gern. Danke, Curie. Du hast mich gerade richtig amüsiert. Voll geil. Gut, wir holen uns das nächste Sahnestück an Begleiter. Und zwar, wir holen uns jetzt nochmal die Ada für 2 Missionen. Genau, du hast richtig gehört. Wir versuchen uns an 2 Missionen. Da läuft der Timer im Hintergrund, also können wir das ruhig so angehen, wie ich mir das vorgestellt habe. Entschuldigung, das Gerotze, aber irgendwie habe ich aber mittlerweile schon auch auf Videospiele eine Allergie. Ja, ich kann es halt erklären, warum und wieso, es ist halt einfach so. Wenn ich das nur wüsste, woher das alles kommt. Na Spiel, hast du das jetzt bald? YouTube wartet nicht. Aber ich. Ja, so blöd wie ich muss da mal sein, dass du den Scheiß so überhaupt noch antust. Na gut. Warum auch nicht? Ach so. Weißt du was? So viel braucht man nicht, oder? Man, ein bisschen übertrieben ist das schon. Ja, aber warum habe ich jetzt so viel Klimpatsch mit? Also was den Klimpatsch, den wir da jetzt zu viel mit haben, den tun wir dabei daher. Perfekt, weil wie du siehst, schau her, kann ich nicht sagen. Na. Oh. Hier ist Radio Freedom, die Stimme der Minutemen. Es ist 7 Uhr. Keine Warte Meldung. mal. Wir halten euch auf dem Wir Laufenden. müssen da kurzweilig ein bisschen herumweilen und verweilen, zergeilen und draufweilen.
Weil die fressen sich hier die Haare vom Kopf. Und du weißt es gibt nichts Anstrengenderes wie einen Ödlandsiedler. So. Dann dich, dann haben wir Mutterbären, haben wir ja genug. Hey du Ödland-Penner. Ja. Natürlich müssen wir das alles umbauen auch noch, das ist dabei bewusst, oder? Warte mal, haben wir nicht irgendwann... Da drin steht was. Ah, das ist die Schimmelkala. So, Preston, du arbeitslose Mistsau, genau. Der Sheffield, Entschuldigung jetzt für den Mist, aber ich entschuldige mich nicht für die Sau. Ja, Piper, du alte Schrimpwarzen. Mei, so viel liebe Hundis. Ja, Hundi! Wer bist du? Cozy? Du bist mir zu moralisch. Hey, Ada. Eine Freude, Sie wiederzusehen, Ma'am. Sind Sie bereit zum Aufbruch? Komm, wir brechen auf. Verstanden. Bitte gehen Sie voran. Kurzen Blick. Hey, Wie kann ich dienen? Bingo. Und sie hatte nicht wenig dabei. Haben Sie etwas Brauchbares gefunden? Ich würd's wegwerfen. Guschkate. Du bist diejenige, die am meisten die Pappen zum Halten hat, ehrlich. Mrs. Super, Maria und Josef. Nö, sorry, da Es ist 8 Uhr. hakelt's mir aus. Keine Meldungen. Bleib bei uns, um keine Nachrichten für die Wir werden das Essen jetzt einfach mitnehmen. Man weiß ja nie für was, oder? Nein, brauchen wir nicht. Jetzt haben wir da dazu einer. Das Essen, was wir jetzt nicht unbedingt brauchen, da haben wir da einer. Den nehmen wir mit, genau. Das müssen wir alles noch kochen. Das müssen wir sicher noch kochen. Und die da wir da einer. Redex brauchen wir eigentlich auch nicht. Unser Charakter ist schon so verratet. Gell? Ach Ada, du bist die Beste. Die aller. Na, vorher kommt nur der Nick. Aber trotzdem bist du die aller Beste. Gut, meet the gang in the dick. Ich hoffe, ihr habt den scheiß Bug nicht. Ansonsten haben wir ein Problem. Ja. Diese Stelle hat nämlich einen kleinen Bug. Da kommst du an ein Stück Mauer, was der Roboter durchbrechen soll, den du gleich kennenlernen wirst. Und da hört doch plötzlich dieses Skript auf und sagt sich, nö, ich will da nicht durch. Genau. Er verkauft zwischenrein wie ein Blödmann. Knappe 1,5 Stunden war er beschäftigt. Der Dick. So, komm.
Und ich muss leider sagen, Ada ist ein Traum. Die Ada ist ein Traum. Warte mal. Wie würdest du mal mit dir spielen? Na, mal wieder in Schwierigkeiten, Mel. Was soll ich sagen? Ich habe von den Besten In Ordnung. gelernt. Das ist es. Mel, möchtest du deine kleine Freundin vorstellen? Ja, das ist Sonja. Dieser kleine Bot gräbt sich durch Erde wie eine Maulwurfsratte auf Jet. Ein Roboter ohne Gliedmaßen ist nämlich genau das, was du fürs Graben brauchst. Was hast du erwartet? Ein Mr. Handy mit Schaufel? Sie ist einzigartig. Ich habe ihre Funksysteme so modifiziert, dass sie Schallimpulse auf einer Frequenz aussendet, die jedes Sediment lockern. Mel sagt, wir kommen 10-mal schneller zum Tresorraum als durch Graben. Und es ist wesentlich sicherer, als alles mit Dynamit zu sprengen. Also, es kann losgehen. Ich weiß nicht genau, was da passieren wird. Also, macht euch bereit. Sonja, leg los. Ich fühle mich geschmeichelt. Also, was hat's mit dem neuen Mädel auf sich? Oh, da hatte ich Glück. Ist einfach zu mir gekommen und hat den Job angenommen. Sie hält sich an Anweisungen und ist nützlich beim Kampf. Was will ich mehr? Sie scheint nicht die Dümmste zu sein. Vielleicht hinterlassen wir dieses Mal keine verbrannte Erde, hm? Aha. Oh. Wir nehmen alles mit. Die Ada kann man genug tragen. Er hob sich vor mir in den Himmel und zeigte uns glatt einen steifen Himmel. Also, sorry. Nö, ich glaube, wir werden die andere Waffe nehmen. Die ist ganz schön madig. Na gut, sie hat erst den Schaden im oberen Bereich. Genau, im Dachschaden, auf gut Deutsch gesagt. Aha. Hier drüben. Ja, Wir haben Gesellschaft. Trottel. Erst Dirndl. Wie oft habe ich dir noch gesagt, du brauchst das Wasser nicht saufen? Mein Gott, nein. Was haben wir da jetzt herin? Nehmen wir mit, man weiß ja nicht für was. Wo geht's jetzt weiter? Was ein Dingenskirchen, schau. Mel, hol Sonja hier rüber. Verstanden. Sonja! Keine Ahnung, wie du das siehst, aber für mich ist das hier eine Sackgasse. Gehen wir etwas zurück und versuchen, einen anderen Weg freizumachen. Oh nein! So trete ich nicht hin! War gar nicht so schlimm. Naja. Zuletzt dabei gesehen, wie sie von Strong angegriffen haben. Pulsgranaten, das brauchen wir nicht, aber das wird mir etwas zu dünnhäutig. Wollen Sie das vorübernehmen? Meilag, leuchtender Pilz. Oder schaffen statt Mal ist da einige Reihe in die Rie. das war nur ein bisschen Spaß. Ja, das anders zu machen. Rahmen haben wir genug, wir nehmen nur das mit. Und das geben wir jetzt der Ada. Hey, Ja. Wollen Sie Ihre Last etwas verringern? Ja, genau deswegen bin ich ja da. Höchste Zeit für Hochlader Shaken. Weil Gut. Weiter geht's. In diesem Sumpf aus irgendetwas, aber wo? Wo geht's da jetzt weiter?
Ich finde es ja nur lustig, dass die NPCs dort herumstehen und nichts tun. So. Jetzt muss ich nur schauen, wo war denn das? Wieder aber richtig, ja sicher. Da war ja nichts mehr, ne? Wir brauchen Sonja hier. Sonja, du weißt, was zu tun ist. Ah, da unten. Ich schlage vor, wir nehmen so viel mit, wie wir tragen können. Machen wir doch glatt, Alterchen. Wer ist da? Meierlurks, du Trampel. Ich und meine Schnauze. Waffe entsichert. Will noch jemand Pause machen? Nö, jetzt gehen wir es erst da. Man, das ist ja so geil. Alter, seit wann ist denn da unten so schön? Da haben wir das weit daher. Warte mal. Da. Hier drüben, Mel. Kein Problem. Los, Sonja. Sieht aus wie ein U-Bahn-Tunnel. Dann sind wir auf der richtigen Spur. Cooles Wortspiel. Was? Nein. Gehen wir einfach weiter Richtung Südwesten. Wir müssen eine Stelle finden, an der wir uns aus den Tunneln sprengen können. Vorsicht, Ma'am. Ich glaube, wir sind nicht allein. Danke, Ada. Ah. Dafür wirst du bezahlen. Bobby. Finde einen Weg, auf dem wir weiterkommen. Ach. Und denk daran, Richtung Südwesten ist am besten. Jo. So wie in den Norden begegnen dir nur schöne Horden. Haha. Oh Gott, diese Wortspiele. Herzlich willkommen bei Wortspiel F4 und wenn Sie nicht wollen, dass es weitergeht, drücken Sie einfach Alt F4. Ich habe sie verloren, Ma'am. Doch keine so große Bedrohung. Gott, alles labt da. Ich weiß nicht, was das für eine scheiß verhurde Drecksdesignentscheidung ist. Fahr zur Hölle! Ich habe sie gefunden. Das wäre das. Ups. Jetzt habe ich ein bisschen übertrieben. Ja. Na, was? Mit der Zeit? Genau, das ist das, was mir jetzt mit der Zeit schon bei diesem Spiel auf die Eier geht. Du kannst einen NPC nicht auf Zeiten schirmen. Aber der NPC könnte dich irgendwo runterdrücken. Es ist so eine, Entschuldigung jetzt den Ausdruck, behinderte Entscheidung. Das hältst du im Kopf nicht aus.
Und Fallout 4 ist voll von so Game Designer Entscheidungen, die ich nicht verstehen will. Gut, jetzt konzentrieren wir uns wieder auf die wichtigen Dinge im Leben. Haha. Na, sorry. Da vergeht's mir einfach. Aber ich bin ja der festen Überzeugung mittlerweile, soll die Spieleindustrie doch in die Hölle fahren oder zur Hölle fahren. Wer gescheiter für das, was es in den letzten Jahren geleistet und geliefert hat. Brauchst du nur schauen, was sie mit diesem komischen PC-Update-Upgrade für The Last of Us gemacht haben, ne? Wir müssen hier durchkommen, Mel. Verstanden. Sonja, jetzt wird gesprengt. So, aber ich glaube, so weit hinten. Fix. Da sind wir unterwegs. Wer ist da? Wir könnten in Schwierigkeiten sein. Ja, der Herr Meier und der Lurk sind da. Ich wusste, da war jemand. Tja, endlich. Ah, geeignete Stuhlprobe, sehr schön. Zeit, das zu Ende zu bringen. Schalte Waffen ab, Ma'am. Sehr braver Ada. Ja, ich möchte ein bisschen Muni sparen, ich muss offen und ehrlich gesagt gestehen. Gut, wer kann Da, und das habe ich gemeint. Das war erfreulich. Da kann dich so ein kleiner Bastard auch die Treppe runterschubsen. Brauchbares Das gefunden. kapier ich nicht. Super, was war denn das jetzt? Ja, ich habe nur Plasma gelesen. Hier drüben, Mel. Verstanden. Sonja, Und seit wann hab ich's? sieht aus wie ein U-Bahn. Und seit wann hab Sind ich wir auf so... der richtigen Brauchen wir nicht. Cooles Wortspiel. Was? Ja, die Knochen nehmen wir aber Gehen wir mit. einfach weiter Richtung Weil da können wir Südwesten. später was Lustiges Wir müssen eine bauen Stelle draus. finden, an der wir uns Genau. aus den Tunneln sprengen können. Weißt du was? Wir lassen die NPCs jetzt einmal kämpfen. Mal wurscht jetzt. Sollen auch was tun für einer Geld. Interessiert ja mich nicht mehr. Finden wir sie. Gewaltprotokolle aktiviert. Gehen wir. So. Aber ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Die Ada braucht echt lang, bis sie in die Knie geht. Weil der mir doch jetzt zu 5 auf sie einprügelt. Ja, interessant. Jetzt schauen wir mal, was wir da für legendäres Wappelein gekriegt haben. Echt jetzt? Was soll ich damit? Damit kannst du kleine Kinder kitzeln. Na gut, wir sollten sie ja noch herrichten. Aber das ist ja einfach nur Hugo eigentlich. Wir wollen nicht so viel Dings verbrauchen, Dad. Das war hoffentlich der Wenn das jetzt so Redaway verbrauchen wäre, der ganze Quagel, wäre es mir natürlich noch lieber.
So. Bitte treten Sie zurück von den Türen, um Verzögerungen zu vermeiden. Jetzt muss ich nur schauen. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo es da weitergeht.